Wel, gode Marius. Om zeggen waar het thuis te zijn. Meest twee weken van thuis geweest. Het was een zeggen thuis te zijn. Dat gaat immer waar schijn een huis te worden en weten dat einer wordt thuis geheerd. So, dat is wo wir zijn, wenn wir in der Kirche sind, dann sind wir thuis. Ja, nicht ganz. Thuis ist noch ans eine Huis, aber hier fallen wir uns auch thuis. Und das geht schön. Ja, als ik nadenken dat wat kan ik van jou mitteilen, wat is mijn zijn geweest en wat kan juntem zijn zijn. Ik dacht over verschillende biblische characters en wat mensen in de Bibeltijd zijn doorgegaan. En wo zou je grote zijn die voor ons van de eerste dag nog zijn en wat de grote zijn geweest zijn voor ene mensen. Einer, was mir befällt, wie Moses. Und wenn wir dann Moses sein Leben ein bisschen betrachten, dann wird im Rief gesagt, dass ein kleiner 3 Monate jung und fängt den durch. Und dann der Mama den abtragen, ist ein 5 Jahre jung, dann gibt sie den noch ein paar aus seiner Tochter, und dann kenne ich seine Tochter, und der tragt ihm ab, gibt ihm gute Schule, bei 40 Jahren. Wie hij doet en dan daar wordt hem gebracht dat hij weggegaan daar. Weer 40 jaar in de wildnis. En dan nu dort dan weer rijdt hem daarin. Is goed geleerd. En dan al dat wat hij geleerd had, vergeten. En dan weer rijdt hem God daarin. We zijn van Jozef, hij weer een aangenomen jong, hij weer oprechtig, hij weer trouw. Hij deed wat zijn ouderen willen hebben. Hij weer gehoorzaam. En de vooruit ligt aan. En de bruiden kunnen hem niet verdrijven, wordt hem verkauft. Moest in Egypten zijn. Eerst verkauften ze de bruiden aan en dan verkauft de Ismaeliten aan Egypten te Potiphar. Zo nam schofte door, maar hij weer een trouwe oprechte man, hij deed dingen raar. En dan weer hij zo lang door, ik neem aan 3 jaar roughly, ik weet dat niet, we hebben dat niet beschreven. Maar roughly 3 jaar weer dan door in Egypten en dan weer de Potiphar zijn vrouw niet oprechtig en dan wordt hij in gevangenis gesmeten. En dan weer roughly 10 jaar in gevangenis. En dan had God hem rijden ten een zegen zijn. Een andere man. Als Daniel, hij weer een Israëlitische oprechte jong. Hij wil recht voor God leven. En hij deed wat hij kon, wat hij wist, dat hij wil recht voor God zijn. En weer het niet wichtig recht voor den König te zijn, te zijn dat nu hij een goede gelegenheid met God dichter naar König te brengen en halt me regeren, dat we hem niet wichtig. Even wanneer hij ook den plaats te horen, dat we hem niet wichtig. Hij weer oprechtig. En zo, toen zei we dat hij kan wat in een levenslag nemen, maar hij wordt niet antrouw zijn. Zo deze 2 mannen, die ging niet bloos op goud leven hier daar. Een andere weer, die ging niet bloos op rozen. Die ging weer daar, maar die weer in stand had. En dat is van God en gebruiken kan. Dat is van God en maar rechtig kan gebruiken. En zo, als ik deze man een beetje zo even gedacht had, dan dacht ik aan zenuwen die we immer waren beleven doen. En wat doen de zenuwen te ons? Brengen die ons naar? Oder schuiven die ons weg? Oder wat doen deze zenuwen te ons? We leven van der op een stad, wo we zo ganz geloten kunnen zijn en we nemen zo veel zenuwen aan wat somebody else heeft doorgearbeitet. We genießen die zenuwen bloos. Krijgt dus dat volk, Jacob zijn familie, die genießt dat wat Jozef doorging. Zij hadden het zeer goed ween dat wat Jozef doorging.
das Volk Israel hat es sehr gut durch dort, was Moses durchging. Das Volk Israel hat es sehr gut für dort, wo David durchging. David ist ein anderer Mann, wo wir können denken. Als als König gewählt, hat er ein gehorsamer Jung für seinen Vater, seine Schub zu halten. Abrechtig durch, er die Bohren weg, die Leibs, schlücher dort, die Bohren. Und so hat er, was er kann. Gott schickt Samuel zum Ansalben aus dem König, und dann war er trainiert seine Schub. Bat sein Vater an einem Krieg schicken, der dort, wo er anfängt zu stehen. Dort, wo er anfängt, seine Sehnungen zu beweisen. Und dann weit wir, dass er den Goliath dort geschlagen und das Volk Israel sehr hohe Anerkennung geben dort, dann fängt sein Journey an, reit mehr und zu serven aus dem König. Er muss, ich weiß nicht gerade wie viele Jahre, aber dich und 10 Jahre, was er für Saul einmal war, muss weiterhaben. Ich kann nicht mehr sagen, das meine ich, dass ich gerade so sein. Aber dich bei 10 Jahren, was er muss für Saul weiterhaben. Immer waren. So, bat er dort alle durch, wie dann wieder reut, und das Volk Israel hat ein großer Sehen von diesem David. So, diese 4 Männer, die haben nicht bloß ein schönes Leben, ein leichtes Leben. Die müssten wir durch, dass Gott entbrücken kann. Nicht dit mal 3 nur eins. Und diese Sehnungszeit, wo wir beim Leben tun, wird es probably auch auf einmal ein Joseph oder ein David oder ein Moses brücken, oder ein Daniel, was man somewhere durchgehen, dass wir alle werden können, das gesehene Leben wiederleben. Somebody, was man abstehen, wenn something sich wel nenschlägt. Somebody, was man dat annehmen, dass sie mich nicht verdrehen können, wenn ich von was rede, was Gott sein will. Das kriegt so aus, sie Joseph seine Brüder am nicht verdrehen können. Aber David, wo das Volk, wo die König am bloß nicht verdrehen können, so Gott ist das meint. Und in dieser Zeit wünsche ich, dass wir würden Beispiel nehmen von Moses oder Joseph oder David oder Daniel. Wir kennen die Geschichten alle. Das ist an uns bekannt. Aber wenn wir angeraten, was schwer ist für uns durchzugehen, bleiben wir dann auch so positiv aus dieser 4 Monate. Na, Moses können wir nicht viel von lesen, aber wir wollten Joseph. Hij weer positiv, even in de schwere leeuw. Zag hij wat kunnen zijn en zijn andere mensen met zijn leven. So, wir wollen uns von der ein bisschen von Sehnungen verführen, was Gott in sein Wort für uns durchhat. Aber ja, wir dann gehen wir noch beten. Vater im Himmel, wir kommen wieder für dich und danken dir für wer du bist. Wir danken dir für dein Wort, für Geschichten, was wir in dein Wort sein können, was du mit Menschen getan hast. Die gehorsam, abrechtig werden, wo die durchgehen, deuten, dass die bereit werden, ein Segen zu sein für das Volk. Vater, ich bete, dass diese Segnungen, wo wir von dir an leben, dass wir wollen Recognition geben für die, die durch die schweren Zeiten sind durchgegangen, für uns von dir an Segen zu sein. Bevor er nicht bis dort, gib uns auch offene Ohren, dass wir sein können, was uns heute merkt, um ein Segen zu sein für die Menschen um uns. Vater, wir befehlen uns die an, auch in dieser Zeit, was wir hier dein Wort betrachten. In Jesus' Namen. Amen. Wir haben 12 Segnungen abzuheben. Probably, wo ich denn nicht alle durchkomme, aber wer wir sein, wo wir kommen. Und das sind Segnungen, die wir im Gott sein Wort finden. Und ich habe die meisten Versen von denen aus dem Alten Bund sprechen im Psalm. Aber das sind sehr wertvolle Wörter, wo wir von der immer wieder kennen, von Lehr. Und so, wir wollen dort antworten, dass du hast Frieden.
Wenn wir nach uns kicken, bloß ans Fleisch, ans Janker, dann vielleicht nicht, aber Psalm 37, Vers 37 sagt es dit. Maak dir den Aschel Mann und kick nur den Abbrechen, wils hij wordt gouden erfalt haben. Aschel Mann und ein Abbrechermann. Das ist, wo David sagt, dass dieses Mann, der wird erfalt haben. Der wird ein Segen sein. Der wird gesegnet worden. So zwei wieder. Excuse me. Zwei wieder, was er abnahmen, das wird sehr wichtig sein. Und das sage ich, wir sagen mal so eine Kette. Wo sind abbreche Menschen? Wo sind so eine Menschen, die sind nicht schuldig mehr? Sagt er, die wollen erfallen. So, wenn wir uns schuldig merken, oder nicht abrechtig sind, dann können wir auch damit rechnen, dass probably nicht alle wen wird sagen, oder erfolg sein. Wir wollen Frieden beleben. Psalm 97, Vers 10. Sagt, jeder den Herrn Gott sind, stellt ihn gegen das Böse. Wer soll sich gegen das Schlechte stellen? Die sagen, dass sie Jesus Christus gleichen. Oder dass sie Gott gleichen, die sollen gegen das Schlechte sein. Die sollen das Schlechte auf sein. Wenn wir nicht gegen das Schlechte auf sein, dann weit wir nicht, dann können andere sich nicht nur ans Rechten. Oder was sein, was Gott an uns auf Nennen stellt. Sagt, jeder den Herrn Gott sind, stellt ihn gegen das Böse. Der Herr bewahrt seine Helge ihre Säulen, heirat an den Weisen seine Hänge. So Gott sagt, das zeigt uns hier, dass Gott bewahrt unsere Säulen. Und don't wir bitte beten von uns Ramesser und uns non kommen, aber zeigt, dass Gott bewahrt unsere Säulen. Und dort soll uns immer weiter das höchste stehen. Vers auf, den Gerechten muss das Licht immer weiter abgehen. Und das fromme Hort muss Frau werden. Hier sagt es, das wird nicht bloß von selbst da. So ist das Vers geschrieben ist, dann können wir dort lesen, dass das Wort nicht von selbst kommt. So, das sagt den Gerechten muss, das sagt nicht das Wort, aber das sagt den Gerechten, der muss das Licht immer weiter abgehen. Und die Situation, wo der ankommen ist, du siehst wie, der Gerechte, der sieht nur das Licht an der Tiden, wo der Bern ist. Er wird nicht bloß sitzen bleiben, und das wird von selbst weiter alle ewig gehen. No, das sagt, den Gerechten muss das Licht immer weiter abgehen, und der fromme Hort muss Frau werden. Nicht an David gedacht, an Josef gedacht. Er hat eine feine Arbeit steht, und wir verkauft worden, und wir haben dort alle ein bisschen eben, das Bange, hier wird ein bisschen alle weg sein, feine Arbeit steht, die wird vertrüht am viel an, und dann wieder im Gefängnis bin. Nicht für das, was er getan hat. Nicht, dass er schuldig wird. Er wird ein Abbrecher, er wird ein Gerechter. So das Licht, das wird sein Dienste geworden für Josef. Aber dann, was tut Josef? Du sitzen bleiben? No. Er sagt, das Licht, das muss auf hier abgehen. Und dann sagt er, er wird so, dass der Gefängnis weicht. Der wird nicht das Gefängnis abposten. Meist wird es am Anfang abgehen, zu übergeben. Und er weiß, dass das Mann, den können wir unvertrauen. Die nicht sehr lang, dann sollt wie Josef im Gefängnis war angestellt. Und er mögt das Beste, was er kann, in der Situation, wo er war. Den Frommen, den Gerechten, dem muss das Licht immer weiter abgehen. Und don't what the situation ist. Und das fromme Hort, das muss Frau werden. Das kann nicht dunkel bleiben. Wenn wir durch Tiden gehen, wo wir nicht genau weiten, dann wollen wir an diese Sehnungen denken, was wir im Herrn haben. Dass wir nicht brücken von dem sein, was bloß dull bleiben. Oder nicht von dem sein, was alles bloß schwierig scheint und dies der Ersten nicht weiten wir fairer war. Wir sehen nur Gelegenheiten, wo wir können, war froh sein. Und dann Vers 12 sagt es, je Gerechte freut ihn im Herrn und dankt ihm für alles, was er tut. Wenn wir das klar haben und immer wieder am Herrn kicken und ihm danken und ihm ehren für was er getan hat, und das kann sein, wo wir gekommen sind, wo wir werden fast werden, dann bleibt das nicht dies da. Und das ist, wo wir uns immer wieder wollen üben. Dann ein dritter Punkt, wir wollen gelehrt worden
an Entscheidungen zu treffen. Wir gehen kein Tag durch, dass wir nicht zusammen Entscheidungen treffen dürfen. Einer oder andere tun wir. Sprüche 3, Vers 5 sagt es, verlot ihr ab den Herrn mit dem ganzen Hort und verlot ihr nicht ab den eigenen Verstand. Man David, Josef, Moses, sich haben ab ihr eigenen Verstand verloren. Dann haben sie probably nicht können, den Sehen geben, was sie nu haben gegeben. Und sie geben für tausende Menschen ein Sehen, nicht bloß für sich selbst. Sie dachten nicht an sich selbst. Wenn Josef wurde an sich selbst gedacht, und er als Angestellter wie, und er sagt, seine Brüder durch sich kommen, und das sind die Brüder, die mich verkauft haben. Diese schmeiten mich durch im Lachen. Wegen diese muss ich mir hängen, vielleicht habe ich geschlossen, von wo immer wir bei Ägypten gehen. Schlimmste Beine gekriegt von den Käden und dort alle. Wegen diese Jungs muss ich dort. Ist das, was Josef tat? No. Er sagt, die meinen das Schlag, aber Gott, der meint das gut mit das. Josef kijkt wie dort, was der Schlag ging, kijkt er vorbei und er sagte, Segnungen, was er nicht kann, trägt. Die Segnungen, was heute nicht entstanden wird, die Möglichkeit hat, zu geben, das ist, was er sein wird. Und das, was Antwort wird. Den Gerechten muss immer war das Licht aufgehen und nachher sei wir dort, wo die was kann segnen. Denkt an ihm und alles, was du tust, und er wird dir den rechten Weg weisen. Da das Rechte denkt, Gott wird den rechten Weg weisen. Das sei wie in dieser Feiermann. Vers 7. Hol dich nicht selbst verweis, fürcht dem Herrn und blieb weg von was schlecht ist. Fürcht den Herrn und blieb weg von was schlecht ist. Aufrechnen ist nicht gut. Und Josef, der wie sich sehr klar, das ist nicht, was er tut. Wir wissen, dass aus sein Bruder dann ist gestorben, und dann kommen die Brüder an und wollen sie nochmal frisch mit Josef reden. Wirst du uns nicht tun, für was wir dir tun haben? Dann sagt Josef, Brüder, denkt nicht, das ist tot. Das ist nicht das Examen. Gott hat mich hierher gestellt. Gott hat mich gesehen, angestellt, hier nicht zu sein. Lief bloß abrechtig. Das ist, was Josef sieht. Die Brüder, die wunderten, die sagen, er ist schuld an. Eigentlich, Josef redet in das Fehler, die Brüder, die noch einmal frisch abheben, denn er sagt, der Jungs, der hat leid, was sie getan haben. Und sie können sehen, genießen, was sie durch Josef kriegen können. Gott hat das alle gemerkt. Sprüche 11, Vers 3. Wer abrechtig ist, wird auf den rechten Weg bleiben. Die Hängerreiche kommen an durch ihr unabrechtes Leben. Rechtseinen bewahrt nicht gegen Gott seine Strophe. Gerechtseinen bewahrt gegen Gott seine Strophe. Gerechtseinen bewahrt vom Tod, sagt er. Rat vom Tod. So, das sind Versen, was im Sprüche lesen kann, wo wir den Taubstahl mit so einem Manna aus ich abgenannt haben. Gott braucht ihn, nahm ihn für dich, und dann werden sie reid in Sehen zu sein. Und möchten wir auch reid sein, in Sehen zu sein. Und jede Gelegenheit, wo wir was durchgehen machen, um das besser verstehen zu lernen, weil wir dort immer waren, anwenden für andere. So aus dieser Feiermann dort. Die Gerechten wollen in Sehen sein. Psalm 92, Vers 13, 14, 15. Sagt, die Gerechten wollen gereinen aus dem Palmbaum, die wollen so wachsen aus dem Zederbaum ab Libanon. Die sind am Herrn sein Haus geplant und wollen in Gott seine Verheb greinen. Die wollen noch in den alten Jahren Frucht tragen und wollen frisch und am Blehen bleiben. Was mir aufmerksam merken, dass hier in diesem Vers sagt, die wollen an den Herrn sein Haus geplant sein. Port sein von Gott seine Gemeinde. Die wollen durch sein. Und dann sagt er, die wollen durch sein, nicht bloß für sich selbst, aber die sagt, die wollen eine Verhebe. Und wir können uns ein bisschen bloß ein Bild merken. Die Jahre Zeit, dann können sie über die Verheben, dann merken sie reut, während sie durch
Zeit lang in Mürken reut für den Gottesdienst, was sie da wollen tun, dann gingen sie wieder nennen. Aber an der Zeit sie Mürken reut für Gott sein Segen. Sie werden durch geplant an Gott sein Haus. Sie werden durch. Die Gerechte wollen rein, immer weiter. Und dort ist Gott sein Verlangen für uns, von der und auch. Wir wollen in Segen, die Gerechte wollen in Segen sein. Und dort wird uns Verlangen sein, in Segen zu sein. Nicht nur Segen. Wenn wir hier heran sein, tun dort, wir wollen haben, dass andere sollen uns segnen. Und wir die Einstellung haben, dann wollen wir probably keinmal genug kriegen. Aber wenn wir durch sind und wir wollen ein Segen geben, was wir haben, was wir kennen, weil wir geben, das, wo wir wollen gesegnet worden. Das, wo wir wollen uns gesegnet fühlen. Und dann der 5. Punkt sagt, wir wollen erfahren, dass wir sicher sind. Wir wollen das beleben, wir fühlen uns sicher. Gott sein Wort hat Versprechungen über alles. Und wir wollen uns sicher fühlen, weil wir holen uns da. Wir sind von der Gerechte. Das Sehen, der Wort mit uns sind. Sprüche 10, Vers 8, 10 sagt, wer von Horten weiß ist, wird sich belehren lassen. Aber ein Blabbermatske Noah bringt sich selbst in den Grund. Was sagt uns hier der erste Part? Sagt, wer von Horten weiß ist, der wird immer der Rechte wird zu sein, der wird immer reden, der wird sagen, was unter uns soll. Aber was sagt uns das hier? Das sagt, wer von Horten weiß ist, wird sich belehren lassen. Der wird sich belehren lassen. Und so dort ist mein Verlangen für uns, dass wir die Einstellung würden können haben. Wer sich nicht für Schuld hat, wird sicher gehen. Aber wer kramme wer jet, wird uitgefangen worden. Wer met slechte Aufsicht met de uwen plank recht Trouble an in een blabbermatske nur bringt sich selbst in den Grund. So wir kicken da nur, dass wir erfahren wollen, dass wir sicher sind. Wir gehen und sagen, wer sich nicht für Schuld hat, wird sicher gehen. Und das, wo wir nicht kicken. Gott sein Wort ist uns Rechtsschnur, dort ist, wird uns begleiten das und dort ist es, was uns anleiten das. Wir wollen mehr Weisheit kriegen. 6. Punkt. Sprüche 2, Vers 2 und wieder sagt es, horch Gott. Hier ist es wahr, wir haben uns in der ersten Punkt sehen, das morgen dort. Hier sagt es, horch Gott, was weiß ist, und bemühe die dort zu verstehen. Horchen, was weiß ist, und dann lassen, kicken, was ist weiß. Oder was ist es, das ich verstehen soll? Vers 3 sagt es, wenn du nur Sicherheit fragst und am Verständnis betest, wenn du nur siegst, so aus nur selber und du nur rampfst, aus nur einen verstärkten Schatz, dann, Vers 5 sagt es, dann wirst du lernen, den Herrn zu fürchten und wirst Gottes Erkenntnis finden. So, da sage ich uns hier 6 Dinge. Horchen, bemühen, freuen, beten, segnen und rampforschen. Das sind 6 Dinge. Sagt er, wenn wir dort wollen tun, dann sagt er in Vers 5, dann wirst du lernen, den Herrn zu fürchten und wirst Erkenntnis finden. So, das ist 6 Dinge, wo wir nicht Gottes Erkenntnis finden. Und diese 6 Dinge, wo wir nicht lernen. So, noch einmal, diese 6 Dinge sind horchen, bemühen, freuen, beten, segnen und rampforschen. Dann wird es schaffen. Vers 6 sagt es, der Herr gibt Weisheit, was der Herr redet, bringt Erkenntnis und Verständnis. Er gibt der Abbrecher wahre Weisheit, er ist ein Schild für die, die abrechtig wandeln. Vers 8, er wirkt über die, die dort rechte tun und hält die sicher, die treu zu ihm sind. Dann wo je dat gerecht sein. Hier sind wahre 3 Dinge. Hier sagt es, dann wo je sein, was reich ist, nun reich kicken, seinen,
Fram zijn en alle goede wegen verstaan. Alle goede wegen verstaan. Wir wollen, ich werde den Vers bloß mal lesen. Vers 9. Dann wo je dort gerecht sein, da wo je gerecht sein, num reich kicken, fram zijn en alle goede wegen verstaan. Dit is wat het ons aansporen heeft. En dan in vers 10. Want die de wijsheid en dat hart komt, en die zal een vrede en erkenntnis leren have, wordt de verzicht die bewohren. En die verstand wordt die du behouden, dat wordt die helpen van wijzen weg te blijven, van wijze leven weg te blijven, en ook van den man die verkeerde dingen redt. Dit is wat het zegt. Dat wordt ons helpen van de slechte weg weg te blijven. De wijze weg hier rond te gaan. Dat wordt ons ervan weghouden. Dat wordt niet erop aankomen dat we dat worden maken, ons gedreven voelen voor dat. Voor de zevende punt. We worden andere eer vertrouwen gewinnen. Sprüche 14 vers 8 sagt het, de klugen ihre wijsheid achten op ihre weg, aber de schazels ihre domheid verleiht. Noren haben ihren Sport mit Sinn, aber de Abbrecher haben eine Freude aneinander. Dat sagt, schazels haben eine Freude mit ihrem Sinn, spielen mit ihrem Sinnraum in Freude. Die spotten sogar über ihren Sinn. Aber der Gerechte, die haben eine Freude aneinander. Die kicken einen am anderen, dass sie aber in Kern diesen Segen wiedergeben, was Moses, David, Josef, Daniel wären für die Menschen. Immer war es sein, diese Weisheit wiederzugeben. Dort wird Gott sehen, wo diese Menschen, die aufrichtig sind, wird in den Segen tun. Dann noch der 8. Punkt, dann wollte ich aufschließen, sagt, wir wollen, dass Gott uns besteht. Psalm 37, Vers 23. Ein golden Mann sein Gang ist vom Herrn gesichert. Und der Herr freut sich zu seinen Weg. Wenn wir uns den anlassen, freuen wir uns für den Herrn seinen Weg. Der Herr freut sich, wenn wir aufrichtig sind und er wird uns bestehen. Er wird uns nicht verloren. Mocht der Herr sind alle segnen.